Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute sprechen wir über ein Hobby, das für viele vielleicht etwas ungewöhnlich klingt: Hobbyhorsing. Ja genau, Hobbyhorsing. Stell dir vor, du reitest ein Pferd, aber das Pferd ist ein Stock mit einem Pferdekopf dran. Klingt verrückt, oder? Aber es ist tatsächlich ein ernsthaftes Hobby, das vor allem in Finnland sehr beliebt ist. Genau, und es gibt sogar Wettbewerbe und Meisterschaften. Die Teilnehmer springen über Hindernisse und führen Dressurübungen durch, genauso wie bei einem echten Reitturnier. Was ich faszinierend finde, ist die Leidenschaft, die die Leute dafür aufbringen. Es geht nicht nur um das Reiten, sondern auch um das Basteln und Gestalten der eigenen Steckenpferde. Absolut. Viele Hobby-Horsing-Enthusiasten stecken Stunden in die Herstellung und Gestaltung ihrer Pferde. Es ist fast schon Kunst. Und es ist auch ein tolles Beispiel dafür, wie man mit einfachen Mitteln seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Ästen. Richtig. Aber es gibt noch andere verrückte Hobbys, die genauso faszinierend sind. Hast du schon mal von Extrembügeln gehört? Ja, das ist auch so ein kurioses Hobby. Dabei geht es darum, an den ungewöhnlichsten Orten Wäsche zu bügeln. Auf Berggipfeln, unter Wasser oder sogar im freien Fall beim Fallschirmspringen. Es ist unglaublich, was Menschen alles einfallen lassen, um ihr Hobby spannend zu gestalten. Und es zeigt, dass man aus fast allem ein Abenteuer machen kann. Oder wie wäre es mit Unterwasserhockey? Das ist auch ein ziemlich verrücktes Hobby, das immer mehr Anhänger findet. Ja, das Spiel wird am Boden eines Schwimmbeckens gespielt und erfordert eine Menge Geschick und Ausdauer. Und man muss gut tauchen können. Aber es ist eine tolle Möglichkeit, sich fit zu halten und Spaß zu haben. Was ich an diesen Hobbys besonders mag, ist, dass sie oft Gemeinschaften schaffen. Menschen kommen zusammen, um ihre Leidenschaft zu teilen und sich gegenseitig zu inspirieren. Genau, und in einer Welt, in der man immer mehr Zeit online verbringt, sind solche realen, gemeinsamen Erlebnisse besonders wertvoll. Vielleicht inspiriert das ja auch einige von euch, ein neues Hobby auszuprobieren. Etwas, das ihr euch vielleicht nie zugetraut hättet. Und wer weiß, vielleicht entdeckt ihr dabei eine neue Leidenschaft oder lernt tolle neue Leute kennen. Was ist das verrückteste Hobby, das ihr je ausprobiert habt oder ausprobieren würdet? Lasst es uns wissen. Wir sind gespannt auf eure Antworten und vielleicht sprechen wir in einer der nächsten Folgen über eure Geschichten,